den nächsten 2 Stunden können Sie die Hai wieder mitroten, mitfiebern und die Schweiz von einer neuen Seite kennenlernen. Und das aus den warmen Stuben raus. Ich bin überzeugt, unsere Teams werden Sie schon in ein paar Minuten beneiden um die warmen Stuben und das weiche Sofa. Aber hey, die haben sich freiwillig hier angemeldet. Die wollen das. Jetzt müssen sie hier auch durch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Game of Switzerland. 4 Teams im grössten Rennen quer durch die Schweiz. Mit Hinweis zum nächsten Ziel. Was heisst das rechts? Er regt dich nicht auf. Oh, das regt mich Ja, 15 cm gerade rauf. Mit außergewöhnlichen Spiel. Bitte nicht. Und ganz neuen Herausforderungen. Ich mag nicht mehr. So am Ende, Mann. Mit dabei sind die beiden Geschwisterpaare Marcel und Bruno, die Vreni und der Stefan, das Ehepaar Franzi und Marc und die besten Freunde Flavio und Philipp. Aber nur ein Team kann das Game of Switzerland gewinnen. Bei eisiger Kälte warte ich hier vom zugefrorenen Melchsee auf unsere Teams. Die stehen 200 Meter von mir weg auf ihrem Startpunkt. Mit verbundenen Augen, ohne zu wissen, was sie in den nächsten 3 Tagen erwartet. Es war so ein bisschen Druck und es hat die ganze Zeit gewindet. Ich konnte fast nicht gerade stehen. Verbundene Augen geguckt, dann haben wir gesehen, wir sind auf einem See. Und dann habe ich gedacht, aber nicht, dass wir jetzt noch ins Wasser gehen. Also, dass ich so nervös bin und so aufgeregt, das hat es noch gar nicht gegeben. Man ist gespannt, man ist schon nervös. Jetzt geht es dann los. Jawohl! Rennt zu euren Rucksäcken, die weit schon nicht liegen. Die Rucksäcke sind schon da. Für unser erstes Game müssen Teams unterwegs zu mir noch Schnee schaufeln und ein Zahlenschild auslesen. Für was genau, verrate ich Ihnen erst später. Also, was Zahlenschild und Schaufeln? Ja. Gut. Also, hast du alles? Ich weiss nicht, haben wir alles? Team Rot ist einfach mal losgesäckelt. Hä, wieso sind wir so früh losgerannt? Also ich meine, wir waren eigentlich fast in der Hälfte gewesen, und dann irgendwie habe ich gesehen, dass niemand anders losrennt. Jetzt müssen wir schnell schauen. Ist es überhaupt da durch? Darum haben wir dann wieder umgekehrt. Ja, nochmal durchgelesen, genau. Und dann haben wir irgendwann gesehen, alle anderen Teams säckeln irgendwie auf die Mitte zu. Wir hätten einfach von Anfang an die Augen aufmachen. Ja, rennt zu ihren Rucksäcken. Ah, der Typ mit Johnny. 2 Schaufeln. Der Puls schiesst schon das erste Mal richtig in die Höhe bei unseren Teams. Es lohnt sich aber schnell zu sein, weil wer zuerst kommt, hat die grösste Auswahl. Ich bin zu der Schaufel gekommen und dachte, Scheiße, welche Schaufel nehmen wir jetzt? Und das war ein reiner Bauchentscheid mit der Auffassung, sicher nicht das Vergleichliche. Wir wissen nicht, was kommt. Die 2. Kommen in die. Wenn ich ja nicht weiss, um was es geht, wie willst du Weisse wählen? Hey, wir haben gar nicht mehr so grosse Auswahl gehabt, wo wir gekommen sind, Schaufeln. Es hat verschiedene Schaufeltypen, Schneeschaufeln, es hat eine Betonschaufeln. Betonschaufeln weiss ich euch, wenn es harter Schnee ist, kannst du eigentlich besser schaufeln. Ja. Ein Zahlenschild. So, komm. Ja. Und wir super. Ja. Nehmen wir die höchste. Wir haben einfach eine genommen. Ja, die kleinste Schaufel und die höchste Nummer. Ja. Das Schild ist mir recht klar gefunden, tiefer. Vielleicht müssen wir weniger tief graben. Und das ist Gott sei Dank das Nummernschild noch. Ja, aber das Nummernschild. Ich hatte noch so King Arthur machen. Super! Liebe Teams, ich sehe, ihr habt euch bereits ausgerüstet für das erste Spiel. Zum Teil nicht einmal so clever. Dazu aber mehr später. Das erste Mal herzlich willkommen beim Game of Switzerland. Herzlich willkommen auf dem Melchsee Frut. Ihr werdet in den nächsten Tagen Sachen zusammen erleben, die ihr noch nie erlebt habt. Ihr kommt physisch und psychisch an eure Grenzen. Wir sind hier da gekommen, um zu gewinnen, ganz klar. Bei der Gelben habe ich gedacht, oh, das sind 2 Ältere. Ich habe das Gefühl, ja gut, dann sind wir vielleicht ein bisschen weiter. Ich glaube, nervöser wird er an unserem Hochzeit.
Am Anfang haben wir eigentlich mal so gesagt, entweder gewinnen oder sterben. Noch kurz zu den Regeln. Das Team, das jeweils am Abend zuerst bei mir ankommt, das sind die Siegerinnen oder die Sieger von diesem Tag, die gewinnen 2000 Franken. Das Team, das zuletzt eintrifft, das geht direkt raus. Am letzten Tag, das Team, das am Abend zuerst auf den Buzzer haut, das sind die Sieger, die Siegerinnen vom Game of Switzerland, die gewinnen Ruhm und Ehre und ganz viele verschiedene Preise. Es gibt 2 E-Bikes, es gibt Ferien im Welschland, 2 Fitness-Abo und Sackgeld. Der Preis hat einen Gesamtwert von 20'000 Franken. Das Siegerteam vom Game of Switzerland gewinnt einen Aufenthalt im Hotel des Horlogers mit kulinarischen Erlebnissen, entspanntem Wellness und spannenden Ausflügen ins Valais des Choux. Dazu bekommt es 2 E-Bikes von Fischer inklusive passendem Zubehör für rasanten Fahrspass. Obendrauf gibt es für jeden oder jede ein 2-Jahres-Abo zum Trainieren und Wellnessen in allen Active Fitness und Fitnessparks der Schweiz. Man träumt noch von dem Preis und denkt, ja, wäre ja cool. Wir haben eure ersten Hinweiscouvert gestern in eine Kiste gepackt und die auf dem Hügel hinter mir positioniert. Über Nacht ist eine Lawine gekommen und hat die Kisten verschüttet. Das heisst, als erstes müsst ihr die Kiste ausbuddeln, um an den ersten Hinweis zu kommen. Für das zu schaufeln. Team Grün, das könnte einen Krampf geben. Lawinenschaufeln? Die Lawinenschaufeln ist toll, die andere, wir werden es sehen. Es ist so, dass die ganz verschüttete Fläche haben wir in 4 Felder unterteilt. In jedem Feld gibt es eine Kiste, für jedes Team eine. Jetzt habt ihr euch ein Schild ausgewählt mit einer Zahl drauf. Die Zahl bedeutet die Distanz von hier zu eurem Feld. Team Grün, ihr habt die grösste Zahl mit 225, ihr habt den weitesten Weg. Es sieht so aus, dass ihr wahrscheinlich nicht so gut ausgerüstet Ja, genau. seid. In euren Rucksack hat es wichtige Hilfsmittel, die ihr braucht, um eure Kiste zu finden. Das ist das Spiel. Gut, ich freue mich auf das Abenteuer mit euch. Es heisst zum 6. Mal Game of Switzerland. Achtung, fertig. Die haben den weitesten Weg, die kleinsten Schaufeln und legen hier Gamaschen an. Wahnsinnig, so entspannt. Das könnte nur Bündner sein. Wir hatten schon Stress, aber in dem Moment haben wir ja gedacht, die Zeit, die wir jetzt investieren, das kommt uns wieder zu gut. Ja, natürlich. Lieber als letztes starten als Schnee in den Schuhen. Und dann müssen wir am weitesten aufsäckeln. Ja, eben. Nichts beirren lassen. Ich nehme die Schaufel. Ja, zuerst machen wir mal alles parat. Machen wir uns das Leben gerne schwer. Also nicht extra. Nein, eigentlich nicht. Nicht extra. Ich heiße Vreni, bin 50 Jahre alt. Ich heiße Stefan, bin 44. Er ist mein Bruder. Sie ist meine Schwester. Und wir kommen aus dem Taminental. Wir sind im Ganzen sind wir 4 Kinder. In der Mitte habe ich noch 2 Schwestern. Ich auch. Ich arbeite als Kindergärtnerin und nebenberuflich habe ich noch ein eigenes Geschäft, wo ich meine Kreativität ausleben kann. Ich bin gelernter Koch. Ich war 15 Jahre in einem Altersheim als Küchenchef. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Bereichsleiter Hotellerie. Und bin seit 2 Jahren jetzt im Altersheim in Balzers. Ich gebe noch Gruppenfitnesstraining und dort bin ich eben die Leiterin und er ist ein Teilnehmer. Die Schwester ist ja auch dort. Sie sind beide lustigerweise ziemlich weit hinten. Wenn ich das Gefühl habe, es passe, kann ich auch mal einen Spruch fallen lassen. Das haben wir dann sehr gerne. Ja. Wenn du uns bloßstellst vor allen. Das kann ich jetzt gerade auch mal sagen. Wir sind das Team Grün und wir zeigen den Flachländler, wo der Bartli der Most holt. Die Flachländer müssen aber zuerst mal eingeholt werden. Die sind schon bei ihrem Feld und schauen, was es noch für weitere Hilfsmittel in ihrem Rucksack hat. Die Salzstange. Ist sicher irgendwie so ein Metalldetektor nicht. Weder noch. Dem sagt man Sondierstange. Ah, Navi. Ein Navi,
Fast. Ja, das ist so ein Ding, so ein Lawinensuchgerät, oder? Genau, ein lawinenverschüttetes Suchgerät. Mit dem können Teams ihre vergrabenen Hinweise orten. 21, 17, 15, 11, 10, 8. Je näher man der vergrabten Kiste kommt, desto kleiner die angezeigte Distanz. Also natürlich nur, wenn man eins hat. Ja, wir sind dort hergekommen, wir wussten, wir haben noch etwas im Rucksack, haben reingeschaut und haben den Suchstab vorgenommen. Ist nichts mehr drin im Rucksack. Oh nein! Ich hatte das Gefühl, wir müssen es einfach jetzt mit dem oder Schaufel finden. Muss es denn pfeifen? Sofort das Parifox raus aus dem Rucksack. Kennen wir zum Glück ein bisschen von den eigenen Hobbys. Oh, 3, 2, Ja, 1. ja, da irgendwo sind wir in der Nähe. Gehen wir am Boden, Dave. 1, 8, 1, 7, Voilà. 1, 6, Kommst langsam. 1, 7, 6. Zur Sicherheit durchsucht beim Team Blau jetzt auch noch der Marc den Rucksack. Aber auch er findet nichts. Da, es gibt nicht einfach eins. Da haben wir bis am Mittag, bis wir alles umgeschaufelt haben. Und ich bin davon ausgegangen, wir müssen alles umschaufeln. Wenn es bis am Mittag geht, dann haben wir ja Zeit, das Team Blau ein bisschen näher kennenzulernen. Ich bin Renzi, ich bin 36. Ich bin der Marc, 41. Wir wohnen in Olsu am Tor zum Emmental mit unseren 3 Kindern. Und zusammen führen wir einen Bauernhof. Wir führen einen Biosäuzuchtbetrieb, kombiniert mit Ackerbau und Futterbau. Ja, und wir verstehen uns blind. Ja. Also wir haben schon so viel zusammen erlebt, so viel zusammen gemacht. Manchmal braucht es nur einen Blick, und eigentlich wissen wir, was der andere denkt. Ich meine, wir sind jetzt 10 Jahre geheiratet. Andere gehen nach 10 Jahren Ehe in ein Wellness-Weekend. Oder Ehe-Beratung oder scheiden sich. Und wir gehen jetzt ins Game of Switzerland. Ich finde das sehr passend für uns. Ja. Ja, echt. Auf der Melchseefrut wird es langsam heißer. Wir haben relativ schnell sind wir so auf einem Meter Distanz gewesen. Ja. 1, 6, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 6. Also da ist immer 1.1. Ich komme nicht näher her. Ja, dass alle nicht näher als einen Meter kommen, hat vielleicht einen Grund. Ja, dann ist es vielleicht 1 Meter tief unten. Oh, sorry. Aha. Ja. Und Nord, hat es noch ein Suchgerät drin? Ja, eben, gell? Wo ist denn das? Bis wir dann gehört haben, dass es irgendwie bei den anderen überall Piepset. piepset. Und dann war für uns klar, es muss jetzt etwas in diesem Rucksack sein. Nicht gut geschaut? Ich meine, das ist das Nattel. Ein Nattel von 1992 vielleicht, ja. Send. Schon Search. Das haben sie noch nie gebraucht, das Gerät. 2. Ja, jetzt bin ich wieder höher. Wir sind da richtig, es pfeift auch. Ja. Müssen wir dann auf Send? Ich habe die anderen Teams einfach gesehen, dass sie vor ihren Löchern schon stehen und anfangen zu buddeln. Sind wir jetzt einfach blöd, dass die anderen auch kommen? Ja. Leck, ist das kalt. Unsere Teams wissen, dass sie 2 Joker zur Verfügung haben. Mit dem Internet-Joker können sie 3 Minuten lang ein Handy haben und damit im Internet surfen. Mit dem Freeze-Joker können sie ein anderes Team 5 Minuten lang lahmlegen. Jetzt müssen sie aber zuerst schauen, dass sie selber nicht einfriesen. Das ist schon anstrengend, weißt du, wenn wir schäufeln. Das merkst du schon mit der Zeit. Ja, das Team Grün ist schon so fest am Anschlag, dass sie über Schaufelstellen nachdenken. Kann ich den anderen die Schaufel holen? Kann ich nicht. Und halt auch nur die eine Lawinenschaufel. Die scheiß Schaufel! Während der Stefan verzweifelt, ist Team Blau wieder zurück im Rennen. 1,4, 1,2. Du hast herausgefunden, wie es funktioniert. Von dann an ist es eigentlich gut gelaufen. Schau mal, 0,7 dort. 0,7 dort. Da ist 1,0. Bei den meisten läuft's. Aber wenn man schaufelt wie wild und die Distanz nicht kleiner wird, kann etwas nicht stimmen. Und dann haben wir gemerkt, hey, Scheiße, das ist nicht genau da, wir müssen noch ein bisschen über. Dann haben wir minus das zweite Loch gerade nebenan gebuddelt.
Ah, der scheiß verfickte Dreck, Mann. Das geht doch nicht. Die hohen Pfeifen, die nerven mich auch mit dem Gerät. 30 cm, komm. Da! Dort muss es sein. Das ist Eis. Das ist Boden. Ja, Bruder, hopp. Ja, hey, Achtung. Das ist gut, was ist das? Sofort. Ja, Marci. Das haben wir schon gemacht. Aber das haben wir schnell gesehen. Das haben wir mal gemacht. Die anderen haben ja Kisten. Nein. Bei der Ort ist es so eine... Findet den Ort, für den diese Sonderbriefmarke steht. Was ist da drauf? Das ist Glas, oder nicht? Das ist Glaserei. Das ist Glaserie, Giswil. Okay. Glaserei Giswil. Das stimmt. Zuerst müssen sie auf jeden Fall von der Melchsee-Frut runter zu ihrem Auto kommen. Und das per Skigemmel, einem speziellen Schlitten. Den müssen sie aber anhand der Karte zuerst mal finden. Start ist doch da oben. Nein. Zeig. Restaurant, da ist der Schlitten. Wo ist der Start? Fragen wir doch jemand hier. Komm, Ja, komm, kann man komm, wir fragen. fragen. Komm. Die anderen Teams liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also ein Kopf-an-Kopf-Buddeln, meine ich. Ich brauche aber viel mehr Platz. Fast Christisch nicht reagieren. 30 scheiß Zentimeter. Kannst du das nennen? Da hat so etwas drin. Das ist Glasi Hergiswil. Fuck yes, ja. Holy fuck, hat das jemand gehört? Nicht? Ja, komm. Let's go, komm. Ich habe gerade gewusst, dass es Glasi Hergiswil ist, weil ich bin schon mal in der Glasi. Ich auch. Chef. Jawohl. Der Punkt da. Das ist hinter dem Gebäude. Ja, das ist doch hinter dem Gebäude. Was ist ein Skigemmel? Kaum ist das gut offen gewesen, sind wir irgendwo in den Schnee raus. Ja, aber lies noch mal schnell. Gefangen jetzt an dort an. Und nachher haben wir irgendwann dann gemerkt, dass es noch eine zweite Seite hat und eine Karte, wo wir uns irgendwie orientieren müssen. Findet den Skigemmel anhand der beiliegenden Karte beim roten Startpunkt. Scheiße. Ah, mein Idioten, Mann. Ich bin der Philipp, ich bin 28, ich bin verheiratet, habe einen 2-jährigen Sohn, Pflegevater von einem 14-jährigen Mädchen, arbeite als Informatiker und haben grundsätzlich so ein Mehrgenerationenprojekt gestartet mit meiner Familie, wo noch meine Mami, meine Grosse und meine Tante mit ihrem Mann auf dem gleichen Grundstück wohnt. Ich bin der Flavio, ich bin 25. Ich arbeite als Content Creator selbstständig und wohne in Winterthur. Swiss German of the Switzerland. Flavio! Hallo miteinander, Harry zusammen! Als Content Creator ist sicher das Wichtigste, dass dich nicht davon abhalten lässt, was andere Leute denken. Was, du hast den Sonnenschirm vergessen? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du hast einfach einen Job gehabt. So die Hemmschwelle zu überschreiten von sich öffentlich preisgeben. Ich will im Fall nichts hören. Wir sind in der Ferien und da geht man Sachen anschauen. Und ich bin so glücklich. Hey, ja, kennen wir uns seit 22 Jahren. Chefspiel. Also der Philipp ist sicher mehr der Strateg und der Kühlkopf. Ich glaube, das kommt auch von der IT. Oder? Er ist der Kühl und ich bin der Hitzkopf. Ja, unser Kernziel ist schon Sieg. Da, Martha. Das ist. Die Hase. Schau, die Hase. Ja. Ich habe die Briefmarke angeschaut, habe dort Glas drauf gesehen. Und darum ist es für mich wie klar, dass es Glas in Hergiswil sein. Jetzt gehen sie dort hier hoch. Siehst du, die Gelb kommen dort hoch. Jawohl. Ich habe kaum schon lange gesehen. Dort oben. Fuck, Mann! Das war eigentlich so präsent, dort auf dem Hügel oben. Du hast es eigentlich gar nicht übersehen, aber wir sind einfach dran vorbeigesehen. Schon wieder die Letzte? Nicht ganz. Letzt ist das Team Grün. Aber Achtung! Weil wir die Letzten waren, haben wir Zeit gehabt, zum Beobachten, wo die anderen Teams hinspringen. Oder hinfahren, weil Team Gel ist schon vom Skigemmel. Viel Vorsprung haben sie aber nicht. Team Blau und Rot sind ihnen dicht auf den Fersen. Hast du das im Griff? Immer am Boden, immer am Boden sein, ja, immer am Boden sein. Und steuern wie beim Schlittel, oder? Ja. Wir haben uns gar nicht viel überlegt, wir sind da drauf und einfach los. Ja.
Es ist wie, wir haben dann unterwegs geschaut, wie es geht. Und so. Soll ich überhaupt steuern oder hast du den Griff? Ich weiss nicht. Bin ich am Steuer überhaupt? So, und last but not least... Einfach das Gewicht verlagern. Die Teams sind schon weg. Ja. Wir sind wieder zuhinterst. Ja. Achtung! Und dann denkst du nur noch ab, aufholen, Zeit aufholen. Achtung! Weißt du da was durchgehen? Nein. Ja, super. Aber das kommt gut an. Wir waren recht mutig und wir waren schnell und zackig unterwegs. Wir haben die Gelbe relativ schnell eingeholt. Füße suchen. Füße suchen. Achtung! Ja, also der Skigamer ist einfach kriminell. Also. Das ist aber noch krass im Fall. Wow, nicht so nah am Abgrund. Du musst gar nichts machen da hinten. Gar nichts. Jetzt holen wir die da vorne. Hey, die anderen sind da vorne. Ja, super. Helfen, Kurva. Nur leicht mit den Füßen. Du musst nur mit dem Schuh so gehen. Achtung! Ah, Marcel. Marcel. Okay, Säuferli. Wir haben den Gel überholt, wo sie da irgendwie das Doppel abgehakt sind. Hat man recht übel ausgesehen. Geht's? So. Ja! Achtung! Ja, wir haben einen überholt. Hey. Das Gefühl, wenn man die überholt. Ja. Ja. Schadenfreudig. Schadenfreudig ist man. Mehr. Ja. Achtung, rechts! Achtung! So geil, ey! Irgendwann sind die Grünen an uns vorbeigefetzt. Juhu! Achtung! Hey! Geil! Rechtskurve! Du hast es vorderst gesehen, bis auf irgendwann mal das grüne Team von hinten vorne kam. Sorry. Freunde, wir sind vorderst! Die blaue, ja! Und es gibt einem einen richtigen Schub wieder. Haben wir ihn alle überholt? Ja. So geil. Hühnerseich. Ja. Du musst nur die Füße so haben. Mehr nicht. Wir sind die Gebrüder Fuchs mit X, nicht CH. Und ich bin der Marcel, natürlich Ölfuchs. Bin 64, pensioniert, ehemaliger Finanzanlageberater und wohne heute im schönen Zermatt. Bruno, 60, bin Polizist, arbeite beim Bund, Bundessicherheitsdienst Fettpol, wohne in Bären und zwischendrin hier. Wir machen eigentlich alles miteinander. Wir sind für nichts zu schade. Und ich weiss, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann ist es immer lustig. Weißt? Schön, dass ihr da seid. Ein Ziel, Aber eine ich muss sagen, Meinung. er macht jeden Scheiße mit. Ja, das ist ja so. Er macht jeden Scheiß mit. Das stimmt. Der hat die ganze Welt unterholt. Apropos, wir zwei sind Löwen. Und Löwen, die können nicht nur brüllen. Die können nicht mal reissen, gell? Das ist schon so. Das wird sicher nicht einfach sein, aber ja, wir sind jetzt im besten Alter. Aber wir geben das Beste, wir mögen noch und wir wollen noch und wir rocken das. Marcel, KDFK? Kein Ding für den King. Das ist unser Slogan. Teams sind unterdessen bei der Talstation bei ihren Autos angekommen. Eigentlich könnte man ja losfahren. Aber Nein, komm mit. Ich schaue sie an und denke, wo ist das Kuvert? Da drin ist kein Kuvert. Kein Kuvert. Wir haben das Kuvert. Nein, komm mit. Das haben wir verloren. Das habe ich hier oben gelassen. Nein, das Kuvert. Und man hat in flüchtiger Erinnerung, dort war noch irgendetwas, ein Bild drauf. Ja. Dort war ein Bild drauf, aber ich aber irgendwie... dort oben nicht eine Blockade. was das für ein Bild war. Team Blau und Rot wissen, was das für ein Bild war und nutzen den Fauxpas von Grün zum Überholen. Wir haben das Kuvert nicht. Darf ich nicht noch drauf schauen? Darf man nicht drauf schauen? Die Sondermarke hat es geheissen. Die Sonderbriefmarke. Und dort hat es mir gerade wieder geschaltet. Danke vielmals. Hey. Ja, los. Danke vielmals, ihr habt etwas gut für uns. Das sind wirklich so nette Gelbe. Jetzt rechts oder links? Hey, aber los, wenn jetzt die Gäle uns gefragt hätten, dann hätten wir es gezeigt. Sicher, ich schon. Die wissen es nicht.
Ja, weil es geht ja um zu gewinnen. Ja, man hat schon ein bisschen Kampfgeist. Nach dem Kampf mit dem Skigämmel von der Melchsee Frut oben runter geht es jetzt mit dem Auto weiter in die Glasi Hergiswil. Die Post dokumentiert die Schweizer Geschichte mit Sonderbriefmarken. 2017 hat es eine für die Glasi Hergiswil gegeben. Das Glas auf der Briefmarke «Der Anna-Kelch» ist ein Entwurf von Roberto Niederer. Die Glashütte Hergiswil ist die letzte in der Schweiz, wo das Glas immer noch von Hand verarbeitet wird. Das Feuer im Glasofen brennt rund um die Uhr und erhitzt den Quarzsand auf ca. 1500 Grad. Täglich werden hier 4 Tonnen Glas verarbeitet. Hergiswil ist gerade nach Luzern. Ah ja. Einfach Hergiswil. Es steht etwa 5-mal auf dieser Karte Hergiswil. Sie sind noch hinten dran, das ist echt Zahner. Die Rot und Gelb sind hinten dran. Geht ihr ab, hä? Ja, drauf. Team Rot war hinter uns, Team Rot ist auf der Autobahn geblieben. Hat es noch mal Ausfahrt? Geht durch den Tunnel. Sicher. Wir haben gedacht, wir sind clever und nehmen nicht Hergiswil Ausfahrt normal, sondern gehen noch ein bisschen über die Autobahn, ein bisschen weiter. Wir hätten draufbleiben, wir hätten den Lopper sollen, Marc. Das wäre schneller gewesen. Und nachher kommen wir bei 29 Hergiswil raus. Aber ich weiss nicht, ob es stimmt im Fall. Und dann ist uns im Tunnel irgendwann der Laden runter. Weil wir gemerkt haben, Scheiße, jetzt haben wir verkackt. Das Glas ist angeschrieben. 300 Meter. Links. Ja. Ich könnte stundenlang hier hinten rumschauen. Oder das Feuer hier hinten dran und dann die Kunst. So etwas habe ich noch nie. Das ist so filigran und so faszinierend und anziehend. Ja! Ah. Tutto a posto? Ja, tutto a posto. Tutto a posto. Ma Raimondo, kannst du mir 24 von diesen Kugeln machen? Einpacken musst du nicht, gell? Ich habe eine Idee, wer das könnte. Ah! Yeah! Ah! Da habe ich das Licht zu hoch verspürt. Achtung, zerbrechlich! Teams müssen je 3 Glaskugeln in Kartonschachteln verpacken. Jemand vom Team muss Glaskugeln mit einer Zange ab dem Gestell nehmen. Heben darf man die Zangen aber nur hinten am schwarzen Griff. Sonst gibt es eine Zeitstrafe. Die Glaskugel muss zum Übergeben ans andere Teammitglied auf einen Holzstab gestellt werden. Wenn man die weisse Linie am Boden übertritt, gibt es auch eine Zeitstrafe. Das andere Teammitglied hat eine blickdichte Brille an und sieht nichts. Seine Aufgabe ist es, die Glaskugel mit dem Holzstab über oder zwischen der Metallabsperrung durch in die Schachtel zu legen. Wenn man eine Kugel fallen lässt, haben wir maximal 3 Ersatzkugeln. Ist gut? Gut. Ich musste merken, dass ich wie die Glaskugel mit dieser Zange kehren muss, dass das auf dem Stab besser hat. Dass wenn er an diesem Holzdings ankommt, sie nicht schon dann runterfällt. Hier vorne ist die Glaserie. Rechts, links? Geh noch gerade raus, wir sind einfach ein paar Platzieren jetzt hier. Hast du beschlossen? Ja. Dann sind wir dort um die Ecke gerannt und jetzt einfach noch 3 Kugeln dort. Dann sind wir wieder voll am Start. Ja. Wo willst du? Was machen wir? Kommst du ein bisschen vorne? Langsam, ein bisschen gegen mich. Nein! Gib du die Anweisung am besten. Dann bin ich blind. So dünnes Glas war das. Und mit dieser riesigen Zange, ich hatte irgendwie Angst, dass ich die verdrücke. Ist das bei uns? Ja. Ich habe mich kaputt gelacht. Das ist so geil. Sorry. Schon gut. Parkplatz links, Dorfplatz. Da offiziell hat es eine blaue Zone. Ja. Gut. Was sind wir da durch? Ah! Marcel, auf die zusammen angreifen. Und dann sind wir ja natürlich logischerweise Wieder die Letzten. Wieder die Letzten gewesen. Komm, Marcel. Komm her, komm her. Komm hier. Da ist unser Feld. Meine Nerven nicht. Die anderen sind schon dran. Dann denkst du, wir müssen jetzt einfach vorwärts Ja. machen. Ich muss sie anlegen, jetzt. Langsam, ausbalancieren, spürst du sie? Jetzt hast du sie dann gerade? Ja. Hoch. Jetzt gerade im Brief. Probier mal runter. Kannst du jetzt dort runter? Es steckt fest. Es geht nicht. Gib mir!
musst noch ein bisschen gegen Huchen. Schütze noch ein bisschen. Gib ihr noch mehr. Musst du wieder aufladen. Nein. Handgelenk drüllen. Wohnen? Ich habe nie gewusst, meinst du jetzt Kippen drehen, lupfen, laufen, heben? Das war wie so eine andere Sprache. Ja. Weiter führen und runter. Es geht nicht runter! Dann geh weiter führen. Wir mussten uns zuerst finden, was sind wirklich Kommandos, dass der andere versteht, wie man es machen muss. Jetzt drehst du dich dort, wo du bist, auf 11 Uhr. Nein, ein bisschen mehr gegen 11 Uhr. Nach 9 Uhr gehen, nach 12 Uhr gehen, dann denkst du ja, was? Und jetzt musst du gegen 11 Uhr laufen. Lauf! Gut, ist runtergefallen. Ich weiss gar nicht mehr, wer sie kaputt gemacht hat, du oder ich. Du. Jetzt hast du sie. Gib ihr einen Mupf. Ja, gut. Warte, schwing, Schatz. Geht es so? Ist es schwer? Nein, Hände schwierig. Ich muss keine Pause haben. Eine Pause machen bei einem Game of Switzerland spielen? Ein Schritt, stopp, jetzt ist der Licht um. Dieser Stab, das ist ein Hindernis. Stopp, nur mal noch ein bisschen vorkommen. Den ersten Moment habe ich ihnen dirigiert um das Hindernis um. Wo müssen wir da? Müssen wir Über die Stühle, über den Schachtel drin. über die Spieldecke? Ja, schon. Das ist ja wie eine Art ein Eisenvorhang. Und da müssen wir, die Stange, da müssen wir mit der Gabel anbringen. Nein, bringen, ganz Körper. Aber auch mit der Stange, nein, nicht so fest. Das geht ja gar nicht. Die Gabel geht ja viel zu weiter als das Karton. Oh. Die hängen da. Nee, das geht nicht. Bruno, die hängen da. Warte, du musst gerade überlegen. Du mal schauen, was die anderen machen. Ja, ich schaue schon. Gut, also, jetzt langsam zurücklaufen, tun, gabeln, fein nach rechts drüllen, nach vorne drüllen mit der Handgelenk. Was heisst nach rechts? Handgelenkrollen oder kippen? Wir haben es jetzt eigentlich viel riskanter gemacht, als es müssen sein. Kippen, fest, ja, fest. Sehr schön, eine haben wir. Yes! Wir können kippen, ist gut. Plötzlich habe ich gecheckt, es geht nur kippen. Sag, wenn ich kippen soll. Achtung, sie kommt, kippen! Jawohl, gut, hoch. Gut. Ja. Ich weiss nicht, was passiert, wenn du jetzt kippst. Kippen nach links. Mit dem Ding nachher die Kugeln noch in den Karton reinkippen. Du hast sie nicht mehr so reinkippen. Ja, aber ich habe zugeschaut. Geht das gut? Sag ich es richtig? Weisst du und alles? Ja, noch mehr. Kipp noch. Ich glaube, das ist okay. Blau macht auch wieder mit. Der schöne Vorsprung ist aber weg. Rechts, gerade. Löpfen, langsam rüberlaufen. Gut, jetzt hast du sie. Oh, gut. Zurücklaufen. Gut. Ich muss Jetzt das stabilisieren. Ist gut. Warte. Ich bin jetzt da nicht da, der Mr. Muscleman, oder? Und dann hat es halt irgendwann so angefangen zu zittern. Eine Strafe haben wir ja noch bekommen, weil ich voll gegriffen habe. Ich habe das wohl gelesen, aber nicht abgespeichert, dass man das am schwarzen Teil heben und nicht weiter vorne. Wenigstens müssen sie nicht allein warten. Wir müssen gerade warten, wir nicht da. Das ist gerade gut, dann kann ich gerade erholen. Ja. Die Zeitstrafe, ja, die ist lang vorgekommen. Gut, runter. Und weiter runter. Schnell. Ja. Jetzt die ganze Gabel ein bisschen nach rechts. Genau, und jetzt kippen. Vorsichtig. Ja. Nein, stopp. Jawohl, jetzt kommst du rein. Jetzt kannst du rein. Gell ist wieder im Spiel, muss jetzt aber nachlegen. Kippen. Ja, jawohl. Gut, super, hoch. Perfekt. Super. Langsam. Sag! Jetzt gehst du auf rechts. Ein Schritt, nein, nicht du darfst dich drehen. Was? Sorry, ein bisschen lupfen. Ein bisschen nach rechts. Ich habe die einmal auch nicht verstanden. Die Öfen sind so laut, links und rechts schreien alle. Gerade. Einfach rauf. Das war wie so ein Hardcore-Christbaum-Schmücken. Das ist wirklich heftig. Ah! Fuck! Scheiße, Mann! Hast du sie? Ist gut. Rückwärts laufen. Der letzte Kugel hat also den Vorderarm angefangen zu zittern. Stopp! Du bist sonst nicht mehr im Feld. Langsam, der Krampf, weißt du das? Ja. Du mit deinem Körper musst retour. Auf welche Seite? Nein, nicht zu fest kippen. Brie. Stopp. Oh, jetzt ist da die Schachtel. Scheiße.
Bin ich zwischen den Tröten runter? Ich habe es auch schwierig gefunden, weil die hinterste Schachtel habe ich von meinem Podest oben aus fast nicht mehr gesehen. Schnell kippen, wieder löpfen! Nein, 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 nein! Du stehst vor der falschen Kiste. Das sagt man doch. Stopp, Marcel! Löpf hinten! Red Mit Schwung, mit Schwung, nein! Ja, drinnen, ist gut! Was? Drinnen! Fertig? Ja, wir drehen! Sicher? Komm! – 2016 haben wir Schweizerinnen und Schweizer zur Freude von Doris Leuthard entschieden, dass wir 2 davon brauchen. Findet den nächsten Hinweis beim Büro Los 241 auf dem Gemeindegebiet des Nordeingangs. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Komm, wir gehen zum Auto, sonst nehmen wir den Internetjoker. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Komm doch mit dem Körper Du musst mir sagen, links drehen oder rechts drehen. Du musst nichts drehen. Stopp, Marcel! Das hast du gehört, Mann. Marcel hat es nicht machen. Das ist ganz alles. ehrlich. Was heisst das rechts? Gott, So damit. oder so? Nein, nicht die. Das nicht die. Die müssen nach links. Hat doch harmoniert, nicht? Ein bisschen führen. Und jetzt, genau, perfekt. Jetzt noch ein bisschen führen. Ganz fein. Ich habe immer so Schiss gehabt, um sie wirklich fallen zu lassen. Ja. Jetzt nach links kippen. Ja, schön, schön. Seite fein, rauf. Wir haben es geschafft, ist gut. Danke dir. Willst du mir da gehen? Ja. Komm, wir laufen mal los. Komm, wir laufen los. Ja, Trüll. Trüllen! Ja, Trüll. Trüllen! Trüll, ja. Ein bisschen Führer. Ja, ja, rauf, es ist drin. Sie hat nichts gelernt aus dem ersten Mal. Zweimal hat sie keine Ahnung, was nicht recht gehabt. Sie friesen mich wieder. Warum denn? Weil ich es vorne gehabt habe. Einmal! Da denkst du im Fall wirklich, das darf nicht wahr sein. Wir sind bis in dem Moment immer zuhinterst und dann wird sie zweimal gefriesen. Ein Brie. Und dann kommst du beim... Ja, ist gut. Wie lange bist du denn gefriesen? Noch 30 Sekunden. Und jetzt schnell drehen. Voilà. Gut. Brief komm, Marcel. Komm. Ja, ist gut. Was für ein Spiel hat man wieder ausgelesen. Das ist unglaublich, die Genies. Aber super. Was das auszeichnet, das ist unglaublich. Findet den nächsten Hinweis beim Büro Los 241. Keine Ahnung. Was ist das? Büro Los. Zum Auto. 2016. Ja, Doris Leuthard. genau. Büro Los 42. So im Internet joken. Wir wollen irgendwie den Tag überstehen. Wenn wir nicht ganz sicher sind oder irgendwie so ein bisschen, ja. Dann nehmen wir den Internetjoker. Nehmen wir? Ja. Internetjoker. Büro Los 241. Also, Doris Leuthard. Dort hat sie das schöne Kleid mit den Löchern, die sie ausgegeben hat, Emmental, oder weiss. Gemeindegebiet des Nordeingangs. Ah, weil es ist die Nordgemeinde von Andermatt. Gotthard. Göschene. Wenn Teams den Hinweis richtig deuten, fahren sie mit dem Auto auf Göschene. Der grösste Stolz der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard ist der längste Eisenbahntunnel der Welt, der Gotthard-Basistunnel. Sie hat sich aber auch dafür eingesetzt, dass der Gotthard-Strassentunnel eine zweite Röhre bekommt. Das Schweizer Stimmvolk hat zu diesem Grossprojekt 2016 Ja gesagt. Am aktuellen Ende der zweiten Röhre ist das heutige Tagesziel. Aber nein, nicht zurück, wieder ein bisschen Führer. Ja. Mit dem Gestell gegen Führer. Ja, und jetzt runter. Man traut ihr auch halt nicht so. Also ja. Schon wieder? Ja, Das habe ich jetzt nie. schon mal Ja, dann einmal kippen. Trüllen! Kipp, ja, dreh. Ja. Wir haben es ja gut gemacht. Ja. Oder? Wir sind die Letzten gewesen. Findet den nächsten Hinweis beim Büro Los 241. Das ist der Gotthardtunnel, was ist die zweite Röhre. Das weißt du Ja, gar nicht. sicher. Doris Leuthard war Verkehrsdings. Von dem Büro 241 haben wir gedacht, gut, das können wir im Auto diskutieren, Ja. wo das ist. Jetzt einfach mal ins Auto und Richtung Gotthard. Ich weiss es nicht, wo wir hin müssen. No, auf jetzt Richtung Gotthard. Dann gehen wir zuerst Feldmauer ab. Die Richtung zurück, wo wir gekommen sind. Dann, das Interlaken? Ja, nein, die Richtung, wo wir gekommen sind. Ja, dann gehen wir rechts wieder Eben, zurück, rechts. bist du sicher? Ja. Warum? Ja, nein, Idiot. Was? Wir sind ja da, ist ja Ja, Ausfahrt. ist die andere Richtung, ja. Also weißt du jetzt genau, wo wir hin müssen? Ja, dort, wo die Umleitung ist. Jetzt musst du die Umleitung nachfahren. Bin ich da jetzt falsch? Das war nicht angeschrieben.
Gotthard. Ja, aber muss ich den im Kreis absaugen oder da hingern? Das habe ich nicht gesehen. Sollen wir noch mal kehren? Ja. Der Moment war nicht so toll. Hey, dann müssen wir das Ding nehmen, Marcel. Internet. Da müssen wir eingeben, googeln. Was ist 2016 zur Freude von Doris entschieden worden? Und dann haben wir gesagt, ja, dann brauchen wir einen Joker, müssen wir Internet eingeben. Da oder da? Dunnerst. Ja. Bundesrat nicht Atomausstieg. Wir brauchen 2 Atomausstiege. Aha. Betznau 1 und 2 sowie Mühleberg mussten abgeschaltet. Und dann sind aber die 3 Minuten höher schnell dann. Das hat eine Bedeutung, Bruno. Das los. Ja, aber das ist in Betznau vielleicht. Und dann ist ins Büro. Nordeingangs. Dann gehen wir hier jetzt um den Kreisel herum. Gotthard, Interlaken. Ah, ja. Ja, okay. Gotthard, super. ja. Hey. Schau da vorne. Das sind die Roten. Meinst Dann haben wir gewusst, jetzt go. Wir haben sie aufgeholt. Hey. Ja, sie sind gerade hinter uns. Mich hat es gestresst, dass Grün immer hinten dran war. Mich hat es auch gestresst. Ja, jetzt gibt er Gas. Dann geht er von uns ein Atomkraftwerk, Betznau 1 und 2. Findet den nächsten Hinweis am Büro los auf dem Gemeindegebiet des Nordeingangs. Und da haben wir keinen Hinweis mehr gehabt. Nichts mehr nur die Leute. Die Leute und das Betznau. Büro. Weiß nicht, noch nicht. Ah, schön. Okay. Ja, ist schon schwierig. Okay, danke. Ist das die zweite Gotthardröhre vor der Bahn oder vom Auto? Das ist die zweite von der Autobahn. Von der Autobahn? Ja. Und wo geht die rein? Das erste Feld? Nein, die geht das Göschen rein. Das Göschen? Ja. Ah, Doris, meine Doris, danke für die zweite Röhre. Ist so geil. Was ist jetzt das da? Ich habe gemeint, mit der zweiten Röhre gibt es keine. Entschuldigung, geschwind. Wann ist der Stau etwa fertig hier? Etwa 20:30. Ja, 20? Wir müssen da fertig bohren. Ja, fertig bohren. 20:30? Ja. Da habe ich eine Idee. Ich hätte eine gute Hilfskräfte. Kann ich die vorbeibringen? Super. Das freut mich, ich hole sie gerade. Ausgerüstet? Natürlich. Ja, ich sehe schon vorgebohrt. Hallo, ja, das ist Mode. Mein grosses Vorbild Doris trägt, der hat ja keine Ahnung von Mode. Nein, es ist Horror, ich kann das nicht. Also, Zürich wären. Haben wir gesagt, hoffentlich fahren wir nicht in die falsche Richtung. Aber ich habe ja keine Alternative gehabt. Aber jetzt sind wir richtig, so wie wir fahren. Jawohl. Ausser, dass wir den Vorsprung vergeben haben. Ja, gut. Göschen ist rechts. Rechts ist Göschen. Was sollen wir auf Eigenregie oder reinnehmen? Wo sollen wir? Weiss es nicht. Das Büro. Büro los, 241, da links ist. Okay, kehren. Einen schönen, regelkonformen U-Turn haben wir. Wow! Alto, Verwalto! Die Grünen haben wir dann mit unserem U-Turn abhängen. Und ist es das gerade? Sollen wir parkieren und säckeln? Ich sehe, Kuvert! Parkier da! Schnell! Wir sind einfach die Ersten und dann ist es abgegangen. Das letzte Spiel des Tages befindet sich unter der Erde. Das letzte Spiel des Tages befindet sich unter der Erde, auf den allerersten Metern der zweiten Röhre des Gotthardstraßentunnels. Findet den Spielort mit dieser Karte. Dann sind wir über die Baugerüste losgerannt, aber mega instinktiv. Hast du den Plan? Ja. Dort, es sind noch 3 da. Ja. 3 Kuvert nach einem so einen Tag. 3 Kuvert. Ja, ich denke, das kann ja gerne nicht möglich sein. Hallo? Ja, das ist da. Dort rein, oder? Wo ist fast? Dann sind wir zu dem Tunnel-Eingang gekommen. Und wir haben einfach gefunden, wir gehen zu dir. Das ist nicht das Tunnel. Ja, das ist das. Voll säckeln wir wieder irgendwo im Gacko rum. Das ist ja zu, Kopf nochmal. Wir sind jetzt... Ah, schau, wir sind jetzt hier. Schau! Wir sind jetzt hier, nicht? Ja. Dann müssen wir da rechts runter. Sind wir Vollgas losgelegt. Das mal in die richtige Richtung, aber muss man sagen. Ich fühle mir die Beine nicht mehr. Ich habe mit Film gerechnet, aber nicht mit Rot. Jetzt wird Geburt.
Jetzt müssen Teams die Tunnelbohrnation Schweiz stolz machen. Durch eine Wand trennt steht ein Teammitglied mit einem Handbohrer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es 3 Fragen, die es zu beantworten gilt. Dazu 9 Zahlenboxen mit möglichen Antworten an der Wand. Aber nur 3 davon sind richtig. Das Ziel ist es, den oder die bohren, so anzuweisen, dass auf der anderen Seite eine Box mit einer richtigen Antwort getroffen wird. Wird in eine falsche Box gebohrt, kommt nur Wasser. Trifft man eine richtige, läuft orangige Farbe aus. Sobald das Team 3 richtige Antworten aufgebohrt hat, darf es auf den Zielteppich rennen. Nehmen wir auf die erste? Nein, gehen wir führen. Es geht nachher dort weiter, oder? Aha, ja. Ja, wir haben eigentlich die Aufteilung schon so gemacht, dass du bohrst. Hast du bei dir keine so Boxen? Hast du 9 Boxen? Ja, ich habe 9 Boxen. Okay, gut. Also, dann muss ich jetzt auch die richtige Antwort aufbohren. Kannst du mir ungefähr sagen, wo ich anfangen zu bohren? Willst du einfach alle durchbohren? Die wollen jetzt echt alles aufbohren. Die gehen gar nicht auf die Fragen. Also das Game ist bei mir 0 angekommen. Wirklich 0. Hast du nicht gemerkt. Wo soll ich? Baustelle. Ja, Bauleitung oder Baustelle? Bauleitung. Jacke? Yeah! Ich komme mal, ich bohre mal, dann schauen wir. Die haben keinen Plan. Das ist unmöglich. Die haben das Gouverneur nicht gelesen. Aber wieso fangen wir jetzt einfach an zu bohren? Es müssen die Antworten auf die Fragen sein, Ja, nicht? siehst du die Antworten? Nein, aber ich habe Fragen da. Ja, aber die Antworten müssen wir herausfinden. Ich bin extra mit dem scheiß Bohrer in der Hand und habe nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich bin wie auf dich angewiesen. Es ist irgendwie nichts passiert. Ich habe erst nach 5 Minuten gesagt, dass ich Fragen bei mir habe. Wie lang wird die zweite Röhre vom Gotthardstrassentunnel in Kilometer? Ja, aber was bringt's? Du siehst ja die Antworten nicht. Ich habe eigentlich nicht gewusst. Ich bin nur der Bohrer. Bei mir hat es Boxen mit Zahlen drauf. Ja. Das sind wahrscheinlich die Antworten, nicht? Aha, ja, logisch, ja. Vielleicht hast du auch die Antworten. Ich kann dir helfen mit dieser Frage hier. Und dann sind fragen und niemand hat etwas gewusst und gesagt, was wollen wir machen? Das ist doch nichts. He? Oh, keine Ahnung. Jetzt müssen wir uns für etwas entscheiden und ein Hinweis haben wir keinen Betz noch. Scheiße. Schau, da ist das Tunnel. Ja. Mir war so nicht bewusst, dass man für den Start schon durch den Tunnel durch säckeln muss. Immer das Gefühl gehabt, wir kommen irgendwo aussen durch und dann kommen wir dann zum Start und dann gehen wir dann in den Tunnel runter. Da ist die Autobahn da drüben. Also, gut. Strassentunnel in Kilometer. Wie lang wird der? 17 Kilometer ist der doch, oder? 17 ist jetzt. Aber die zweite Röhre wird die länger? Die Gotthardtunnel sind ja, glaube ich, 17 Kilometer. Dann dachte ich, gut, die zweite Röhre wird ja wahrscheinlich nicht länger sein als die erste. Ja, aber ich irgendwie dachte, das wäre viel zu einfach. Also, nimm eine andere Frage, die wir wissen. In welchem Jahr ist die Eröffnung der zweiten Röhre vom Strassentunnel geplant? Also nicht. Schau schnell die Fragen durch. Weißt, machen wir Wie das, groß ist der Durchmesser der Tunnelbohrmaschine für den Bau der zweiten Röhre in Meter? Ja, sind das 40, 50 Meter? 12 Meter. Der Durchmesser, das sind doch mehr als 12 Meter von der einen Wand zu der anderen. 17 Meter? Ja, vielleicht. Machen wir 17? Ja, gib mir es einfach an. Was soll ich bohren? 17 wäre. Zum Verbindungsstall hier, wir tappen. Ich meine, wenn ein Hilma ist, eigentlich hätte man von Anfang an denken, wenn ein Hilma ist, gehst du in den Tunnel rein. Los! Jetzt sind die ganze Zeit hinterst und jetzt am Schluss kommen die Bündner noch führen. Hey, ja, und irgendwann ist dann das Team Grün dazugestoßen. Es hat auch noch ein bisschen Druck gegeben. Dort habe ich gewusst, ich kann eigentlich beides besser sein. Wie lang ist die zweite Röhre vom Gotthardstrassentunnel in Kilometer? 17. Wo muss ich? Jetzt gehst du zuoberst oben in die Mitte. Ja. Und dann gehst du 35 cm ein. 15 cm nach rechts. Ja. Und dort sporen. Siehst du mich schon? Ich sehe dich nicht. Wie weit muss ich denn bohren? Einfach bohren. Wenn der Helm bohren. Ah, ich bin dran. Du siehst mich doch, wo ich rauskomme. Ich habe nie gesehen. Ja, jetzt rauskommen! Was ist orange? Orange heisst richtig, aber also, nicht zu welcher Frage. Also für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 17 ist die richtige Antwort auf die Frage, wie lang die zweite Röhre vom Gotthardstrassentunnel wird. Das scheint auch Team Grün zu wissen. Bohren. Ich bin dran.
Bohren. Ja. Super. Dann kommt die orange Farbe raus. Dann denkst du nur noch ja. Von so einem Erfolgserlebnis entfernt sich Team Gel leider immer mehr. Wo ist Betznau? Siehst du nicht Betznau da drauf? Nein. In welcher Gemeinde, wo der Turm ist? Siehst du doch? Von dem habe ich gefürchtet, dass ich nicht weiss, wo es geht. Wie lang wird die zweite Röhre in Kilometer? Nächste Frage. In welchem Jahr ist die Eröffnung geplant von der zweiten Röhre? 20'000 irgendetwas? Jetzt, in welchem Jahr ist die Eröffnung vom zweiten Blablabla? 20? Ja, ist super. Ich habe die Frage gelesen, die Antwort hatte ich gerade. Ja, keine Ahnung. Wir haben eigentlich nichts gewusst. Wir haben wirklich nichts gewusst. Hast du das 30? Ja. Gut, probieren wir das. Das ist von dort, wo du jetzt gebohrt hast. Dort, wo du gebohrt hast, 30 cm nach rechts. 30 cm runter. Und etwa 40 abwärts. Und dann gegen rechts nochmal etwa 30. Mach einfach einmal. Ja, ich mache. Jetzt ist Kopf an Kopf. Grün ist an der richtigen Zahl, Rot ist an der richtigen Zahl. Nämlich am 30. Bohren. Bohren. Mach. Die nächsten können mach. Es geht nicht weiter. Ja, ist orange. Okay, gut. Ich weiss nicht, dass die Antwort auf die Frage ist. Ja, vielleicht ist es auch völlig verkehrt. Auf jeden Fall, wir haben schlussendlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir die richtigen Typen haben. Kann man so sagen. 30 ist die Antwort auf die Frage, wo sich jetzt gerade Team Blau stellt. Wann ist die Eröffnung geplant? Die Eröffnung weiss ich auch nicht. Im 30? 26? Komm, ich nehme mal das 30. Hast du einen zweiten Versuch gemacht? Ja. Du bist im Holz drin. Scheiße! Raus! Ist noch gut, wenn sie hier bohren und dann kommt sie irgendwo raus. Dann hast du wieder den nächsten Haltpunkt, oder? Also ganze Arm oder bis zum Ellbogen? Ein ganzer Arm! Gut. Ich musste dir irgendwie Anweisungen geben. Und ich Aber weiss, das war gut. Und dort wäre es 30. Dort ist 30. Was meinst du, Länge Kilometer? 17. Machen wir 17, komm. 17 haben wir schon richtig. Wie lange ist der Gotthardtunnel? Mach 26, keine Ahnung. Von dort, wo du jetzt gerade gebohrt hast, für 30. Was kommt? Nichts. Ich bin am Bohren, musst warten. Hä? Ich bin am Bohren, musst warten. Sorry! Es geht noch zur Substanz da. Ich sehe nichts. Du hast mir mega Druck geben und dann die ganze Zeit das Kurbeln, das war schon noch heftig. Hure Dreck. Bin ich draussen mit dem Bohren? Orange, gut! Sicher? Ja! WC-Stopp bei Gel. Zeit zum Hirnen. Los, 2,41. Wo ist Betznau? Gerade hier drauf. Betznau ist hier drauf, da. Betznau da. Und der Aare und das ist jetzt. Hast du nicht besser brunzen? Hey. Na komm. Sind wir komplett falsch, oder was? Los. Gas geben. Super. Und dann bei der zweiten Frage wieder orange Farbe. Ja. Und dann das rote Team da vorne. Auch schon zweimal Farbe rausgekommen. Siehst du mich? Es ist Wasser rausgekommen. Kommt Wasser, ist nichts. Was? Also! Nein, ist Durchmesser. Was hast du noch? ich habe keine Ahnung, ich habe die 3 Fragen gelesen und dachte, Ja, was wollen wir? Wie gross ist der Durchmesser der Tunnelbohrmaschine? 20. Wie groß ist der Durchmesser? Bei dem Durchmesser vom Tunnel habe ich gedacht, ja, gut 2 Meter. 20 rechts und etwa 30 abwärts. Los! Wie viel müssen wir denn bohren? Mach jetzt! Gut, dann das 30. Das 30 haben wir schon, das haben wir schon. Okay, was noch? Wenn wir 20 versuchen. Ja, bei 20 Meter Durchmesser könnte man die Autobahn dreispurig machen. Du bist zu weit oben. Zu weit Eine oben? Handbreite runter. ich kann nicht 5 cm sagen, aber das sind für uns zwei nicht gleich viel. Nein, definitiv nicht. Bist du am Bohren? Ja. Mach. Heina Molly. Ich komme nicht weiter. Ich komme Scheibe über hin. Ich komme nicht durch. Jetzt mach! Trillen! Scheiße, meine schöne Jacke. Jetzt mach! Ja.
Es kommt Wasser, das ist nichts. Wasser, fuck. Okay, was sollen wir noch nehmen? Wir haben noch 8, 10, 12, 42 und 57. Machen wir 42. Was hast du noch für Durchmesser? 10, 12 oder 8 ist der nicht kleiner. 17 habe ich noch. Also, 17, wo? Ich komme nicht durch! Gibt's doch nicht, hey. Ich habe fast Schübe bekommen. Oh, ich mag nicht mehr. Mach schnell. Wir sind dann fast abgefahren. Wasser, okay, es ist Wasser, fuck. Etwa 2 oder 3 Mal ist bei denen Wasser gekommen. Und ich habe gedacht, jetzt einfach nur noch Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und ich genau gewusst, bohren, wir schaffen es. Jetzt. Scheiße! Es ist Wasser! Wow. Wow. Und dann, wo Wasser kam, habe ich gedacht, das kann nur 12 sein. Also, wir haben noch 57, 8, 10 und 12. Machen wir 12. Orange, gut, noch einen. Blau hat nachgelegt und kämpft jetzt mit um den Tagessieg. Scheiße. Geht's? Ja, ich kratze fast ab. Los. Trüllen. Mach! Das schaffst du. Los. Ja, es ist orange! Was schaut Komm. Was schaut? Was will man machen? Go. Es ist schon fertig! Nein! Hast du das Papier gelesen? Bist du sicher? Ja. 3-mal orange und dann was? Und dann was? Dann rennen, alles gut. Wie viele Löcher hast du Sport? 15. Philipp, Flavio, ihr seid Überraschungen vom Tag. Ihr wisst nicht einmal, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ich weiss es nicht. Ihr wisst es wirklich nicht. Ich weiss Wir es merken es. Ich dachte, wir müssen noch mal am Eingang vom Gotthard noch 3 Röhren bauen oder so. Ihr seid tatsächlich Tagessieger. Geiles Gefühl nachher dort. Es hat heute Morgen angefangen, ihr lauft in die falsche Richtung los, ihr habt nicht gelesen. Es hat heute Abend aufgehört, ihr wisst nicht, ob ihr gewonnen habt, weil ihr habt nicht gelesen. Trotzdem hat es gelangt, wir freuen uns mega, ihr seid morgen mit dabei. Gute Erholung. Geile Sache. Super. Ja, das war wie ein Traum. Und dann gehen noch so wir zwei einfach so mit den Gotthard-Röhren rein. Ja, das war wirklich geil. Müssen wir einfach weiter bohren? Ja. Was wollen wir? 10, 12 oder 8? 12. Es war schlussendlich, glaube ich, einfach ein Bohren. Gib Vollgas. Ich komme Scheibe überhin. Mach. Du vergitzelst fast, weil du hast das blaue Team im Knick. Showdown um Platz 2. Beide Teams bohren aufs 12, die richtige Antwort auf die Frage nach dem Durchmesser der Tunnelbohrmaschine. Nicht! Nein, jetzt sind 15 cm gerade rauf. 15 cm gerade rauf, noch Vollgas geben. Nein, ich denke, ich hätte einen Kollaps gehabt oder etwas. Von lauter Bohren. 15 auf! Ja, gerade rauf, noch Vollgas, 15 cm. Einmal. Hey, kommt die Krise über. Ich mag nicht mehr. Ah, echt? Wie viel Mal muss ich jetzt noch bohren? Los! Bohren. Wie meinst du, Kästchen ist noch, wo noch nicht offen ist? 1, 2, 3 sind dann noch nach Dann dem. bohren wir einfach alle Kästchen. Ach, das ist nicht. Und das komme ich über. Es muss richtig sein. Los! Ja, es stimmt, komm! Nimm den Rucksack mit. Ah, ich mag nicht mehr. Das war phänomenal mit allem, was wir uns das Leben schwer gemacht haben. Stefan und Vreni, die sind als Letzte gestartet, haben unglückliche Schaufeln dabei gehabt, den weitesten Weg. Und jetzt am Schluss haben wir Gas gegeben. Und wir freuen uns, ihr seid morgen dabei. Ihr seid der zweite am heutigen Tag und seid morgen dabei. Gratulation. Ja. Wir machen uns sicher das Leben ein bisschen einfacher, Mora. Ja. Super. Du magst noch die Hand aufheben. Bohren, bist du dran? Ja. Orange, ja! Müssen wir etwas mitnehmen? Nein.
Wir sind sehr harmonisch unterwegs. Ja, mega. Ich habe nicht einmal einen Schwierz gesehen. Nein, ich dir auch nicht. Marc und Franzi, ihr habt heute ein bisschen alles erlebt. Und jetzt ist es trotzdem so, Team Gel ist noch nie mal da. Ihr seid morgen dabei und wir freuen uns mega darüber. Danke. Cool. Ja, mir macht es auch mega glücklich. Also es ist echt cool, können wir noch weiterfahren. Und gleich ist es irgendwie nicht so greifbar. Gar nicht, nein. 3 Teams sind im Ziel. Zeit, Gel zu informieren, dass sie auf dem Holzweg und darum leider Letzte sind. Oh Gott. Ei. Ich gehe nicht wirklich, Marcel. Hä? Nein, wir haben ja nur die Möglichkeit gehabt. Wirklich die Möglichkeit gehabt. Innerlich ja, ist eine Welt zusammengekehrt. Ja, aber haben mich geärgert, wie verrückt. Wir haben gesagt, Ja. Scheiße, habe ich genau das so gedacht. An so einer Sache scheitert es jetzt. Ja. Marcel, Scheiße. Marcel, Bruno, was für ein Tag von euch. Ihr habt es gesehen, ihr habt es mitbekommen, ihr seid die Letzten. Dabei hat der Tag so grossartig angefangen. Im Schnee sind wir sackstark mit 2-3 Umwegen durch den Wald. Und in Hergiswil eine Fehlentscheidung. Ihr habt gegoogelt, Doris Leuthard, Abstimmung 2016. Und es hat mehrere Abstimmungen gegeben. Einerseits ist es um Abschaltung der AKWs gegangen. Die ist abgelehnt worden von der Schweizer Bevölkerung. Und die zweite Röhre, die ist angenommen worden. Wir wären gerne also die Oldies da in dem Team weitermacht. Ein Tag hat gelangt, dass wir euch alle gerne bekommen haben. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ein Weisseli trinken. Ich würde einfach sagen, es ist einfach gleich geil gewesen. Ich habe viel gelernt. Ich auch. Extrem viel gelernt. Schön gewesen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Wir haben es. Wahnsinnig, was unsere Teams schon am ersten Tag alles haben müssen leisten. Welche Challenge hat dich angeguckt? Welche hat dich geil gefunden? Schreib es in den Kommentaren. Das nimmt mich Wunder. Wenn du die alten Staffeln schauen willst, dann schau hier hin. Wenn du direkt weiter schauen willst, was ich verstehe, das ist hier unten. Aber am besten tust du gerade den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts mehr.